Ja, herzlich willkommen. Ich bin der Rani Vega und ich fliege gerade Richtung Generous. Ich bin auf einem DayZ-Server und zwar ein Mod vom Mod, wo Overwatch heisst. Und ja, genau, ich bin wieder zurück. Ich hatte eine längere Pause, eine YouTube-Pause oder gemacht. Ein bisschen, weil ich die Lust verloren habe, weiter Filme zu machen. Ich habe zu wenig Feedback und so weiter bekommen. Und jetzt habe ich mich in einem Forum angemeldet, in einem schweizerdeutschen Forum angemeldet und dort ein paar Kollegen gefunden, die auch Lust haben auf Schweizerdeutsch, auf Schweizerdeutsch Let's Plays zu machen. Das heisst, ich habe mir jetzt mal ein bisschen ja, ein bisschen vertraut gemacht und ein bisschen rumgeschaut und so weiter und so fort. Und ich glaube, wie gesagt, also ich glaube, ich werde es nochmal versuchen und ein bisschen Spaß haben an Videos machen. Und wie gesagt, ich spiele das DayZ-Mod Overwatch. Ich habe zwar mal unter anderem auch mal wieder einsteigen mit einem DayZ Standalone. Mit einem DayZ Standalone Video, bin dann aber irgendwie nicht so, ja, oder nicht so Freude daran gehabt, weil das Problem ist, dass das Standalone zum Aufzeichnen, zum Spielen ist recht cool, weil er hat sehr viele coole Sachen, Verbesserungen und so weiter. Das Interface ist anders als das Inventarmanagement und so weiter und so fort, aber es passiert noch nicht ganz so viel. Wir haben kein Fahrzeug, wir haben noch nicht so viele Waffen und so weiter und so fort. Und das kann sehr, sehr eintönig machen für Leute zum Zuschauen. Nur eintöniger, für die, die es nicht kennen. Nur eintöniger als gewöhnliche DayZ. Und darum habe ich gedacht, ich tue das ersparen. Und gehen wir mal zurück zu den Mods, zu den DayZ-Mods, wo es ja sehr viele davon gibt. DayZ-Mod, muss ich ja sagen. Und einer davon ist eben Overwatch. Overwatch ist recht cool. Auf dem Server ist es so, dass man mit einem Fallschirmsprung startet. Random, also irgendwo an einem Spawnpoint. Man kann weiss nicht vorher wählen, was es wird sein. Jetzt im Moment bin ich, glaube ich, warte mal, wo ist der Quarry? Ich weiss ungefähr, wo der Quarry ist, aber nicht hundertprozentig. Ich habe natürlich keine Karten am Anfang, wo ich reinschauen kann. Mit dem Rocco, mit dem, was ich jetzt dann Let's Plays machen, beziehungsweise schon gemacht habe. Ich tue hier noch schnell verlinken zu seinem YouTube-Kanal. Er hat mir eine App empfohlen. Da gibt es gar nichts gesehen, wieso einfach da hin und her. Da haben wir eine App empfohlen, wo man kann DayZ-Maps ja halt auf dem iPhone oder auf dem Android. Android weiss ich jetzt nicht, ob es auch eine App dafür gibt, aber zumindest schon bei iPhone kann man da, während man im Spiel ist, die App laufen lassen und dann ein bisschen schauen, was passiert, beziehungsweise wo man ist und so weiter und so fort. Genau, und ich befinde mich in Solnischny, oder wie man immer das genau ausspricht. Und da hinten ist der Steinbruch. Und ja, was soll ich sagen? Ich war vorher schon auf einem Server, habe dort schon anfangen aufzuzeichnen, habe es auch gemacht. Dann sind aber mir die Sachen ein bisschen doof gewesen. Erstens mal hat die Aufnahme nicht richtig funktioniert, weil ich jetzt frisch auch nicht mehr mit Fraps, sondern mit Bandicam arbeite. Ich habe irgendwie wegkommen von Fraps, weil mir einfach die Files viel zu riesig sind, was das Bearbeiten sehr mühsam macht. Und habe jetzt mit Bandicam eigentlich sehr eine angenehme Alternative gefunden. Habe aber am Anfang noch ein bisschen, ja, müssen schauen, wie es ist mit dem Einstellen. Schnell verschwinden. Mit den Einstellungen und so. Und das andere war, der Server hat mir nicht so recht gepasst. Also erstens mal hat mich irgendwann gekickt, als ich die Aufnahme schnell unterbrechen mit der F9-Taste. F9 ist... Hoppla. F9 ist offenbar illegal zu benutzen oder irgendwie, ich weiß auch nicht.
aus irgendeinem Grund nicht wirklich gern gesehen. Also hat es mich einfach zum Server rausgerührt, so ohne Vorwarnung. Ja, und sind wir dann angeschissen, um mal wieder zu kommen. Zudem hat es unsinnig viel Spawns gehabt, also übertrieben viel, fast schon viel zu viel für DayZ. Wobei man muss so sagen, dass Overwatch generell sehr viel mehr Spawns hat als das Vanilla DayZ Mod. Da muss man sich daran gewöhnen, weil es eigentlich eher ein PvP-Mod ist als ein Survival-Mod sozusagen. Was ja grundsätzlich so ist. Also wird es wieder Waffen geben, vorher hat es aber so viele Waffen-Spawns gehabt, vor allem Magazine von Waffen, die ich irgendwie, weiß auch nicht, ich habe irgendwie etwa 20 bis 30 verschiedene Arten von Munition gefunden und eben 80-90% der Waffen habe ich noch gar nicht gehört, beziehungsweise habe ich gar nicht gesehen in DayZ. Das habe ich dann irgendwie übertrieben gefunden. Zudem hat es einen Spieleranzeige gehabt, wo dir gesagt hat, ob sich und wie viele Leute sich innerhalb von 2000 Metern von dir aufhalten. Und das habe ich auch ein bisschen cheating gefunden. Ja, also ich meine, es geht ja allen gleich, es hat jeder gesehen, wo man sich befindet, aber nee. Das Schöne ist doch, wenn man nie weiss, ob einem beim nächsten Hausecken jemand erwartet. Zudem haben wir einen Winchester am Anfang, einen Schalldämpfte Pistole und so weiter. Das war ein bisschen mühsam gewesen. Und wenn mir das Server sowieso nicht gepasst hat, habe ich gedacht, komm, fangen wir gerade neu an und versuchen wir nochmal Sessions zu machen. Mein Plan ist jetzt, also ich will euch einfach zeigen, wie Overwatch funktioniert. Was so mehr Möglichkeiten, was man hat. Was man Lustiges anstellen kann. Und eins davon ist zum Beispiel, dass man kann in der Toolbox, was jetzt mein nächstes Ziel wird sein, habe ich gesehen, das kann ich gerade so trennen. Mit der Toolbox kann man, ach komm schon, stirb. Hey, gibt's das? Jetzt ist gut. Mit der Toolbox haben wir zwei. Kann man zwei Fahrzeuge herstellen. Das eine ist das Velo, das kann man ohne weitere Ressourcen, einfach so. Recht cool. Ich komme nicht über die blöden Absperrungen aus. Ein Velo kann man sich herstellen ohne weitere Ressourcen, einfach so. Dings wird aber aufgebraucht dabei, Toolbox wird aber aufgebraucht dabei, das heißt eine Art eine Einweg-Toolbox, wenn man so will. Und das andere, was noch viel lustiger wird sein, keine, ich brauche dann genug Essen. Aber das andere ist ein sogenannter Mosi. Ein Mosi ist ein Mini-Helikopter, wo man dafür einen Main Rotor, also einen Rotor braucht und einen Rotormotor. Genau. Was ist das? Gelbs. Ah, das ist ein Dings. Ein Taser. Taser-Munition nehme ich gern. Das Trinken jetzt habe ich für. Oh, das ist eine Karte. Die nehme ich gern. Sehr geil. Ich brauche sie zwar nicht, weil mit meiner iPhone-Karte kann ich mich recht gut orientieren. Ah, übrigens, ja. Ich kann euch gerade noch schnell einen Screenshot zeigen vom App. Hier. Wo. Ich kann jetzt ein paar Sachen ausblenden, also man soll nicht alle. Also. Wenn man alles einblendet, hat alle Residentials und was habe ich noch, Industrials und so, dann sieht man einfach lauter Bäume der Wald nicht mehr, also Karten sozusagen. Und hat ein paar Sachen ausblendet, aber es ist recht cool, dass man sich orientieren, vor allem wenn man keine Karte hat und kein GPS sowieso. Sobald man mal in einer Ortschaft weiss oder sich also eben weiss, da ist zum Beispiel der Steinbruch, das heisst, ich bin dort und dort, kann man sich so relativ schnell orientieren. Man kann auch, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber offenbar kann man auch Gruppen erstellen, zum Beispiel wenn man mit einem Kollegen unterwegs ist und sich nicht findet oder so, kann man Punkte setzen, so Orientierungspunkte setzen und dann sollte der andere die eigentlich sehen.
Das heisst, man kann einen Treffpunkt vereinbaren mit dem. Das muss ich mal ausprobieren, das ist noch lustig. Ich weiss aber nicht, ob es funktioniert und wie gut es funktioniert, aber es wäre eine coole Möglichkeit. Ein cooles Tool eigentlich für Leute, die DayZ miteinander spielen. Weil das ist eigentlich immer so ein Hauptproblem, oder? Dass man zuerst, dass man sich überhaupt nicht findet, oder? Das erste Mal muss eine halbe Stunde laufen und wenn man dann auch noch die falsche Richtung läuft, haben wir dann das Problem. Mein Plan ist jetzt, dass ich hier zum Fabrikgelände vor mir gehe, weil ich suche jetzt eben nach den Bauteilen für die Mosi, für ein bisschen Helikopter. Und hoffe oder denke mal, dass ich alles, ja, hoffentlich alles wird finden nicht davor. Ein bisschen den Zombies ausweichen, nicht gerade voll geradeaus in sie reinlaufen. Weil auf dem offenen Feld, wenn ich vorher gemerkt habe, ist es recht mühsam, Zombies in Quere zu kommen. Was die andere Let's Plays angeht, also ich habe jetzt mit meinem Rocco jemanden gefunden, der auch gerne DayZ spielt und Videoschnitt-Erfahrung hat. Er hat noch nicht selber noch nicht allzu viele Videos gedreht, aber das wird dann schon noch kommen. Da habe ich noch ein bisschen mehr Erfahrung und da können wir uns gegenseitig ein bisschen helfen. Ich verlinke hier kurz. Zuerst noch schnell zu Zombie. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nicht rennen, nicht rennen. Der rennt schon davon, okay. Also komm. Und wieder nicht getroffen auf Vibe. Scheissdreck. Hat er etwas? Nein. Gut. Also, wie gesagt, mache das Let's Play, beziehungsweise habe bereits schon eine Session gemacht mit ihm. Videos werden jetzt laufend aufgeschaltet. Und hier ist noch kurz mal der Link. Ich werde jetzt weiterhin auch selber noch Videos machen, also eben angefangen jetzt mit dem, was ihr jetzt gesehen, und habe vor, dann auch noch andere Games wieder auszuprobieren, anzutesten, anzuspielen und vielleicht Bekannte, die ich bereits schon mal angespielt habe, wieder zu machen. Aber ich denke mal, das, was jetzt noch offen steht, Games, die jetzt noch offen stehen, zum Beispiel Papers, Please, die ich einfach abgebrochen habe, habe ich nicht vor, dann wieder weiterzumachen, weil das habe ich selber schon durchgegeben und ja, irgendwie finde ich, es ist eigentlich wirklich ein Spiel, wo man das Let's Play machen soll, weil es eigentlich, ja, weil du dann sozusagen die Story schon vorweg nimmst und es dann nicht mehr das Gleiche ist. Die gleiche Spielerfahrung ist für die Leute, die es schauen. Genau, jetzt schauen wir mal, was man hier findet. Ein Jagdmesser kann ich sehr gut brauchen. Munition ist so eine Sache, weil man weiß nie, was man bekommt. 6,8 Remington. Was ist ein Remington schon wieder? ICR. Also ich frage mich, ob es ein Karabiner oder ein MG oder was es genau ist. Ich weiß es aber nicht genau. Das Hunting Knife habe ich eigentlich. Das habe ich ja schon. Oh, und Glück. Da habe ich genau schon das erste, was ich brauche. Und zwar. Mist. Jetzt muss ich das grosse Inventory Management machen. Zwar habe ich jetzt zu viel Zeug in meinem Inventar. Und jetzt habe ich Platz für das Main Engine. Cool, das heisst, ich habe bereits schon die zwei Bestandteile. Das einzige, was ich jetzt noch brauche, ist eine Toolbox. Und die Toolbox sollten wir eigentlich finden im Fabrikgebäude bzw. in der Ruine vom, was auch immer das ist. Was sagen wir dem? Nicht in der Ruine, klar, in der Baustelle eigentlich, im unfertigen Gebäude. Da erfolgt ein Zombie, ich laufe jetzt erst noch schnell drin rein. Ich hoffe, es zählt als Gebäude, weil in Gebäuden können die Zombies nur noch laufen, nicht mehr rennen. Ich glaube, er hat mich sogar aus den Augen verloren, was noch besser ist. Da muss ich mich nicht darum kümmern. Also, shit, nochmal ein Dings, nochmal ein Motor. Oh ja, stimmt, ich habe noch schon etwas vergessen. Und schnell. Okay, da bin ich wieder. Ich habe vergessen, meine Tonspur und Videospur zu synchronisieren. Darum habe ich das jetzt schnell nachgeholt. Nicht, dass ich es noch vergesse. So. Also.
Ich muss eigentlich in die oberen Stockwerke rauf. Und dort sollte ich sicher einen Toolbox finden. Bin jetzt recht optimistisch. Was ich noch ein bisschen schon gesagt habe, also Dings ist, Overwatch ist eigentlich eher ein, ist nicht der klassische Survival Mod, sondern eher ein Spieler gegen Spieler Mod. Darum hat es eher, generell eher ein bisschen mehr Spawns. Ja, damit es ein bisschen schneller sozusagen zu Gefecht kommt. Und das wäre eigentlich auch. Also das ist ja, darum ist es dann auch okay. Weil sonst ist es ja das Coole eben an Daisy, dass man sich über jedes wenn ich da drüber. Ja. Darum ist es cool eben an Daisy, dass man nicht ständig immer sofort Zeug findet. Das macht die ganze Sache ein bisschen spannender und so weiter. 240. Wow. Autsch, jetzt bin ich verklüpft. Olaf. 240er Magazin nehmen wir mal mit. Wobei, shit. Jetzt habe ich etwas verloren dafür. Habe ich Platz im Rucksack? Ja, geht es so. Okay, also, schmeißen wir das rein. Tuck, da habe ich wieder 2 frei, da kann ich Dings wieder aufnehmen. So again. Ja, genau. Toolbox. Was haben wir da noch? PDV, Silenced. Das ist ein Ding. Das ist wahrscheinlich ein Ding. Maschinenpistole habe ich nicht so Lust. Also am idealsten wäre ein Sniper. DMR oder ein SVB. Schau mal da. Perfekt. Take two box. So, da hätte ich, was ich brauche. SVD und Dragunov ist das, finde ich nicht so prickelnd, nicht die beste. Aber ich würde auch die nehmen, wenn ich sie finde. Der Punkt ist, ich würde einfach am liebsten ein Dings, eine Waffe mit Visier. Und ja, werde darum auch die Augen entsprechend offen halten. Es wird sonst noch jensche Waffen geben, aber wie gesagt, ich habe in der Runde vorher die 100'000 Waffen, also ist mir zumindest vorgekommen, beziehungsweise 100'000 verschiedene verschiedenste, ich hasse es, ich muss irgendwie ein bisschen den Zombies entkommen und Zeit haben, dass ich meine Musik zusammenbauen kann. Gehen wir da ein bisschen ins Zeug auf, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja, oh. Dort ist jemand. Ja, jetzt haben sie mich gesehen. Help! So. Jetzt wird er ziemlich schnell wahrscheinlich. Von mir losgehen, das heisst, ich kann nicht. Ja, super. Ja, so geht's auch. Scheiße. Oh Mist. Das ist jetzt eher ungünstig gewesen. Aber ja, gut, wenn er ein Fahrzeug hat, wo mit einem MG oben drauf, kann ich natürlich nicht viel dagegen machen. Okay. Aber vielleicht ist es auch gut, weil das ist nämlich auch ein Punkt in Daisy, wo zum Teil ein mühsam ist, aber einfach dazu gehört. Ja, dass irgendwelche Mongis halt rumfahren und dich plötzlich abschießen. Zuerst schießen und dann Fragen stellen, wenn überhaupt Fragen stellen. Genau. Let's give it another go. Oh, ich komme schon wieder mit dem Quarry ab. Aber ich denke, das ist ein guter Punkt zum Aufhören. Ich bin jetzt bei... Oh shit, Mist. Jetzt habe ich den Fallschirm schon gezogen. Wie auch immer. Ich finde, das ist ein guter Punkt zum Aufhören, weil ich bin jetzt etwa so bei 20 Minuten Gameplay. Vielleicht nicht ganz, aber ja, ich denke, das reicht für die Session. Gut,
Ich hoffe, beim nächsten Mal schaffe ich es, einen Mosi herzustellen, weil das wäre schon lustig, euch das zu zeigen. Aber zumindest um ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, worum es geht beim Daisy Overwatch, habe ich euch jetzt, denke ich, geben. Und ja, also, ich bin Dani Vega. Schaut doch beim Rocken mal rein. Und ja, würde mich freuen über ein Like und ein bisschen Feedback. Vor allem Feedback. Vor allem jeden Kommentar. Konstruktiv, am liebsten natürlich. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!